Jedes Jahr ziehen an den Kartagen die Klepperkinder durch Tarfurs Süd. Zum Schluss sammeln sie für einen guten Zweck, diesmal für das Baby-Caritas-Hospital in Bethlehem. Und wir als ein Krankenhaus, das ist auch die Tatsache, dass wir bis 93% an Spenden angewiesen sind. Die meisten Spenden kommen zu uns aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Italien. Das sind eigentlich die Haupt 4 Länder, die uns richtig massiv unterstützen. Und ohne diese Länder hätten wir auch diese ganze Arbeit nie leisten können. Wir haben ein Budget, ein jährliches Budget von ungefähr 10 Millionen Dollar. Und jetzt, wenn ich das jetzt betrachte, jetzt auf der Bethlehem-Region, jetzt sage ich so, wir sind eigentlich das größte Organisation, die so ein großes Budget hat. Aber das brauchen wir natürlich. Wir brauchen immer die guten Geräte oder die besten Geräte auch immer. Wir brauchen auch immer die besten Medikamente für die Kinder, weil das auch etwas sehr Sensibles ist. Und das ist auch eine andere Sache, Medikamenten. Das auch wir haben auch ein extra Budget für die Kinder, die zu uns kommen. Wir wissen, dass viele Leute können auch diese Medikamente nicht leisten. Und sie brauchen auch immer monatliche Vorräte oder sowas. Und wir schauen zu, dass wir auch diese Leute auch kostenlos geben, vor allem für die Kinder. Und sie bekommen dann, die Patienten bekommen von uns so eine Karte und da stehen alle Informationen, was wir brauchen, und dann die Familie kommt und holt jeden Monat die Medikamente von ihren Kindern. Und das machen wir auch mittlerweile nicht nur mit kleinen Kindern, damit sie es wissen, wir machen das auch mit ein paar Erwachsenen. Jetzt, es gibt auch sehr viele Leute in Bethlehem, Beth-Sachor, Beth-Jan, in diesen ganzen Regionen jetzt, die ehrlich gesagt denen sehr schlecht geht. Sie können auch bestimmte Medikamente nicht leisten, und falls wir auch etwas bekommen, was für Erwachsene ist, dann geben wir die auf eine Liste und da können die Erwachsenen auch zu uns kommen und geben die das auch so, natürlich umsonst. Und dann haben wir unsere jüngsten Gäste heute, die haben auch noch was mitgebracht. Es gibt bei uns in Deutschland den Brauch in der Karwoche, wenn nach dem Gründonnerstag keine Glocken mehr läuten, dann gehen die Kinder durch die Straßen mit den Rappeln und Rattern und läuten dann quasi mit diesen Holzgeräten. Und am Ostertag oder vor Ostern gehen die Kinder dann ein letztes Mal und sammeln dafür Spenden ein. Und das Neubaugebiet, aus dem der Raphael, die Tabea und die Rebecca wohnen, die haben auch kräftig gespendet, und das Geld, was sie da mitgebracht haben, das wollten sie heute quasi symbolisch mit ihrem Scheck dann auch überreichen. Das haben sie eingezahlt aus Konto. So, oh, ein Riesenscheck. Bitte umgeben, die Maschine, da freut er sich. Danke sehr, danke. Das sind 420 Euro. Ja. Danke sehr.